Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 15:0 Heimsieg gegen den Hamburger SV am dritten Bundesligaspieltag. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Ihr kennt das. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Ja? So ist der Plan. Ja, 15:0. Ich habe, bevor ich reingehe in die Analyse so ein bisschen, ich habe absolut nichts an der Art und Weise dieses Spiels zu meckern. Wir können bei den einen oder anderen Spieler können wir ein bisschen kritischer reingehen, ja. Ansonsten habe ich nichts dran auszusetzen. Eine halbe Stunde lang gefeuert, Gas gegeben, 14:0 auf die Uhr gestellt. Danach 18 Gänge rausgenommen, trotzdem Ballbesitz gehabt, trotzdem nicht irgendwie, was weiß ich, in die Straucheln gekommen, sich hinten reindrängen lassen oder sonst irgendwas. Wobei man sagen muss, dass der HSV auch, ja, was der HSV in der ersten Halbzeit gezeigt hat, war auf jeden Fall nicht Bundesliga-tauglich. So hart muss man das sagen. Tut mir auch leid für den HSV. Ich habe den HSV gerne in der ersten Bundesliga. Und der HSV kann froh sein, dass bei uns jetzt die englischen Wochen losgehen. Ansonsten wäre der HSV, glaube ich, zweistellig nach Hause gefahren, wenn wir das Tempo, diese Art und Weise weiter durchgezogen hätten, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber das war genau richtig. Ja, ich bin großer Freund davon. Ja, wir haben es kritisiert in den letzten Wochen öfter mal, dass wir genau das nicht können. Heute haben wir es getan. Ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Erste halbe Stunde richtig viel Spielfreude ausgestrahlt, Kurzpassspiel, der HSV viel zu schnell für den HSV. Der HSV war maßlos. Ja, HSV stand daneben, hat gestaunt so ungefähr. Ja, so kann man es vielleicht am besten beschreiben. Und ja, danach dann einfach clever das Ding runtergespielt. Immer mal wieder, na klar, ein paar Nadelstiche gesetzt. Jetzt auch nicht irgendwie nur hinten reingestellt oder sowas, sondern den Ball in den eigenen Reihen gehalten, ohne großen Aufwand. Mal abgesehen von Conny Leimer, der 90 Minuten Gas gegeben hat, als wäre er vom Teufel verfolgt. Aber genau das brauchst du jetzt zum Auftakt. Ja, wir kommen nach einer Länderspielpause, wo wir uns eigentlich immer sehr schwer tun. Und kommen jetzt in 3 Wochen, wo wir 6 Spiele haben. Ja, und von daher perfekt. Perfekt gecoacht, perfekt aufgestellt, perfekt ausgewechselt. Ich habe heute absolut gar nichts zu meckern. Ich weiß, das wird vielen von euch missfallen, ja, aber ich habe an der Mannschaftsleistung nichts zu meckern, ich habe an Kompanie nichts zu meckern. Wie gesagt, den einen oder anderen Spieler, wenn wir jetzt gleich in die Benotung gehen, kann man da ein bisschen kritischer sehen, aber ansonsten das perfekte Spiel zum perfekten Zeitpunkt, genauso musst du agieren. Und ja, auch wenn es dann vielleicht mal streckenweise ein bisschen langweiliger war, weil Ball in den eigenen Reihen verwalten. Heute, wir haben 15:0 gegen den HSV gesehen. So, ja, also über was reden wir? Gut, und damit würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Ja, 1:0 Gnabry, sehr, sehr schönes Tor. Nach der ersten halben Stunde hast du dann von Serge auch wieder nicht mehr viel gesehen. Aber bis dahin war er gut, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, war auch gut eingebunden ins Offensivspiel, Kurzpässe, das Zusammenspiel hat super geklappt. Man merkt, dass Gnabry im letzten Vertragsjahr ist. Das war letztes Mal genauso. Wenn ihr euch fragt, warum der Serge gerade so liefert, wie er liefert, er ist im letzten Vertragsjahr. Ja, das kennen wir schon, das war letztes Mal dasselbe. Dann Pavlovics Bude. Hat mich natürlich gefreut, war fast derselbe Winkel. Hat mich natürlich riesig gefreut für den Pavlovic. Zu Pavlovic sage ich gleich noch mal ein bisschen was, aber vielleicht gibt ihm das Tor noch mal ein bisschen Schub. Ja, Harry Kane, der Elfer. Ja, also ich weiß nicht, was der schieben wir es aufs Alter und keine Bundesliga-Erfahrung. Dann agierst du vielleicht im Strafraum so. Da brauchen wir sich nicht beschweren. Natelby war ein sehr, sehr guter Elfmeter. Der Torwart war in der richtigen Ecke, war groß, war schnell, aber war super platziert geschossen, das Ding. Luis Diaz, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Torschuss werden sollte. Das sah eher aus wie so ein, weiß ich nicht. Ne? Also da war ja keine Wucht hinter nichts. Dann abgefälscht drinne. Ja, unlucky für den HSV.
hat aber auch zur Leistung des HSV gepasst. Und dann 62. Der Heavy Kane. Ja, Leute. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Der Einzige, der bei uns absolute Weltklasse ist. Michael ist auf einem guten Weg dahin. Aber wenn ihr das wieder gesehen habt, wo ein Harry Kane heute überall war, dass er sich den Ball am eigenen 16er geholt hat, ja, und dann sagt mir nicht wieder, oh Mann, Harry Kane ist so alt, der ist so langsam, sich den Ball am eigenen 16er geholt und hat ihn vorne reingemacht. Also, dann kann er jetzt so arg langsam auch nicht sein. Ja, das sieht manchmal ein bisschen schwerfällig aus und so, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber in der Phase auch, ja, in der 62. Minute musst du dann auch erstmal noch so einen Lauf machen und das Ding dann vorne machen. Ja, das muss man, also Lob und Anerkennung für Heavy, aber über was reden wir? Ne? Ist halt einfach eine Maschine, der Mann. Gut. Ballbesitz 70:30, Abseits 1:2, Fouls 11:14, Zweikampfquote 50:50, Schüsse aufs Tor 12:2, Schüsse insgesamt 22:9, Ecken 5:3. Unsere Ecken waren heute wieder Müll. Angekommene Pässe 712:267, Flanken 13:10. Schüsse insgesamt: Ulisse 5, Diaz 4, Gnabry 3, Torschussvorlagen, Leimer 1, Kimmich 1, Ulisse 1. Einfach weil die nicht mehr aufgeführt sind. Gewonnene Zweikämpfe: Ulisse 6, Karl 5, Leimer 4. Ja. Lennart Karl war was? 20 Minuten auf dem Feld und taucht hier an Position 2 auf. Das ist schon wild. Ballkontakte 153 Kimmich, 123 Pavlovic, 92 Tah. Ja, da siehst du, wo das Spiel viel stattgefunden hat, wo wir dann große Teile dann einfach auch drin waren im Spiel her. Ja. Aber wie gesagt, völlig zu Recht und völlig korrekterweise. Von daher gibt es von meiner Seite heute für Winnie die Note 1. Ich wüsste nicht, was ich an Winnie zu kritisieren hätte, was irgendwie da jetzt eine Abstufung sein sollte. Die Mannschaft war top eingestellt. Wir haben direkt losgelegt wie die Feuerwehr. Wir haben starke 30 Minuten gespielt, haben dann den Fuß vom Gas genommen. Die Auswechslungen waren gut, die jungen Spieler eingewechselt. Klar ist ja natürlich auch gerade dazu gezwungen, ist ja nicht viel was anderes da für bestimmte Positionen. Hat 5 Wechsel durchgeführt zur richtigen Zeit, zur Halbzeit schon. Beim 4:0 Stand kannst du das tun, musst du das tun. Dann nochmal zur 60. Minute. Also alles gut, sehr gut aus meiner Sicht. Von daher Note 1 für Winnie. Ja, Manuel Neuer. Was haben wir gehabt? Warte, lass mich kurz nochmal gucken. Was waren die Torschüsse? 2 aufs Tor oder was vom HSV? Ja. Die beiden erinnere ich mich auch, das waren beides eher Rückgaben. Ansonsten, ja, wir haben es gesehen, kurzer Schluss, Neuer da, 7 Meter in der gegnerischen Hälfte und so weiter. 2 Schüsschen hat er gehalten. Ansonsten hat er versucht, das Spiel schnell zu machen. Neuer heute irgendwie fair zu bewerten, ist schwer. Von daher kriegt er eine 2,5 aufgrund der Szene. Kurzer Schluss, aber in der gegnerischen Hälfte da ein auf Kaiser Franz macht aller Libero den Ball da ganz abgewichst klärt an Außenlinie. Gut. Ich mache mal eben die Aufstellung auf, aber die ist ja eigentlich wie immer. Fangen wir oben an. Das ist Stunny. Für mich heute der beste Defensivspieler in der Reihe. Vielleicht mit dem Conny zusammen. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wenn wir beim Conny angekommen sind. Stunny heute sehr, sehr gut, gerade als Innenverteidiger. Ja, als Innenverteidiger hat er 2, 3 Bälle da ganz abgebrüht rausgeschlagen. Aber wie gesagt, ich mag einen Stunny eher als Innenverteidiger. Ich finde, er macht da einen sehr, sehr guten Job. Müsste man natürlich mal sehen, wenn wir in dieser Pressing-Phase sind. Das waren wir fairerweise nicht mehr, wo Stunny in die Innenverteidigung gewechselt ist. Da standen wir eher ein bisschen tiefer, nicht mehr so weit rausgeschoben, die Innenverteidiger. Aber auch auf der Außenseite hat er sich immer wieder mit eingeschaltet. Das war völlig fein für mich. Von daher Stunny für mich holen Note 2. Gut, kommen wir zu Jonathan Tah. Wir haben es ja gerade schon gesehen, die drittmeisten Ballkontakte. Ja, und Opa war 2, 3 Mal gefordert. In Tah habe ich jetzt. Ja, wir haben es gesehen, HSV hat 2 Schüsse aufs Tor gehabt. Also da war jetzt nicht viel, dass unsere Innenverteidiger groß gefordert waren.
Waren jetzt auch keine Koryphäen im Spielaufbau. Ja, habe da jetzt nicht mal irgendwie einen Ball gesehen, der super stark nach vorne war, haben sich aber keinerlei Blöße gegeben, was hinten anbelangt. Ja, schwierig zu bewerten. Ich würde da heute mal eine Dreiernote geben. Für beide. Ja, dasselbe gilt für Opa. Ähm, Können wir gleich mit reinnehmen in die Verlosung. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben die Innenverteidiger gar nichts zu tun gehabt, außer den Ball mal quer oder mal 3 Meter nach vorne zu schieben. Das war alles, was die Innenverteidigung zu tun hatte. Fand es auch völlig okay, dass man Upa dann rausgenommen hat. Einfach ein bisschen Schonung, ein bisschen Belastungssteuerung, alles gut. Ja, wie gesagt, für mich Upa auch eine Note 3 heute. Gut, damit kommen wir zu Conny Leimer. Ja, wie gesagt, wir müssen uns ja damit abfinden, dass Conny Leimer ein Rechtsverteidiger ist bei uns, obwohl er heute ja viel übers Feld gewandert ist und zwischenzeitlich sogar mal eher in der Zentrale war. Ähm, wenn ich ich weiß nicht, was es war, 80., 82., wo der Conny nachsetzt an der rechten Außenbahn, setzt danach, rennt da noch auf den Torwart, dann geht der Ball wieder zum Innenverteidiger, dann rennt er da noch hinterher und rennt dann noch wie ein Berserker über die linke Seite nach hinten. Krank. Einfach krank. Und das in dieser Phase, von daher, Conny für mich auch eine 2,5 heute. Ja, absolut. Ich meine, wir waren im Verwaltungsmodus. So, ja. Dann fällt das natürlich noch mal ein bisschen mehr auf. Ja, Conny Leimer kann halt einfach keinen Verwaltungsmodus. Ja. 110% den Ball gejagt. Ja, deswegen ist es schade, dass er nicht in der Zentrale spielt. Er hatte heute ein paar Minuten in der Zentrale, obwohl er auch noch auf dem Papier als Rechtsverteidiger da war. Da war er sehr, sehr auffällig. Ansonsten das Zusammenspiel mit Michael klappt super in der Offensive über der rechten Seite, da brauchen wir nicht drüber reden. Ist heute mal nicht immer diesen Weg gegangen, den heute Gnabry und Pavlovic genommen haben, ja. Sonst ist das ja so der Ulisse-Leimer-Weg. Sonst geht Leimer immer in diesen Raum rein, wo er dann die Bälle da kriegt. Das ist sehr gut, dass das jetzt auch andere Spieler tun. Dann wird immer noch mal ein bisschen unberechenbarer. Dass das so oft geklappt hat gegen den HSV, ja, weiß ich nicht, wie weit der HSV da mal ein Videostudium von Michael Ulisse gemacht hat. Aber gut, das geht soweit. Conny Leimer, wie gesagt, für mich 2,5, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gut, damit kommen wir in die Zentrale. Angefangen mit Pavlo. Pavlo hat natürlich das Tor gemacht, von daher sieht seine Note heute ein bisschen besser aus. Was für ein Problem habe ich mit Pavlo heute? Das Problem, ich weiß, was er kann. Ja, ist natürlich schwierig. Er hat nicht so jetzt die Vorbereitung so gehabt wegen seiner Verletzung, hat die Maske auf, die ihn auch mit Sicherheit behindert. Das sieht man, finde ich, auch teilweise. Hat aber gerade wieder sehr, sehr viel Querpass-Toni heute gemacht. Ja, sehr, sehr viel. Hat allerdings dann auch 3, 4 Mal hat er den alten Pavlovic aufblitzen lassen, hat den Ball mal angenommen, mal eine Drehung gemacht, mal geguckt, kann ich vorne irgendwas anspielen. Aber das lass es 3 Szenen gewesen sein. Alle anderen, lass mich nochmal kurz gucken, von seinen 123 Ballkontakten war quer oder nach hinten. Ja, ja, ist dann natürlich auch dem Spiel geschuldet, wenn wir ehrlich sind, weil ich gerade gesagt habe, wir waren so in der Verwaltungsphase. Dann irgendwann, da hat man dann weniger Risiko genommen. In der ersten halben Stunde war es ein Tacken besser. Er ist ja auch dann da in den Raum gegangen und so was. Das war schon ordentlich. Wo er mir gut gefallen hat, war 1, 2 gute Sachen hinten. Ja, da war er im Gegensatz zu Kimmich auf jeden Fall viel, viel präsenter. Ja, komm, wir haben 15:0, wie gesagt, Verwaltungsmodus hin und her. Wenn ich aber gerade gucke, ja, ich lasse ihn bei einer 2 aufgrund des Tores. Ja, sonst hätte ich ihn eher bei einer 3 gesehen, aber ich denke, er ist auf einem guten Weg. Ja, ich fand es auch ein wichtiges Zeichen, dass ein Goretzka heute draußen war. Ich weiß nicht, ob es Belastungssteuerung war oder nicht, ist mir auch wurscht. Wichtig war, dass Pavlo diese Minuten kriegt. Ja, dass ich diese Kombo Pavlo-Kimmich wieder ein bisschen besser einspielen kann, weil
ja, dass ein Pavlo überragend sein kann, hat man heute auch gesehen in Ansätzen, ja, auch beim Tor und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Gut, damit kommen wir natürlich zum Maestro. Da werden sich natürlich wieder die Geister dran scheiden. Ist mir völlig wurscht. Für mich käme ich heute Note 3. Warum? Erste halbe Stunde hat er mir richtig gut gefallen. Dachte ich mir, wow. Ja, wow, der Kimmich ist wieder da. So, war wieder ein bisschen mehr on fire, schnelleres Spiel, nicht angenommen und 300 Stunden überlegt und so, ja. Auch viel Bewegung gehabt, auch im Defensivverhalten war es gut. Ja, in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass es dem HSV geschuldet war, ja. Zweite Halbzeit, Rückwärtsbewegung im Mittelfeld, Kimmich, ey, Leute, das war amateurhaft. Sorry, das war amateurhaft, das war begleitend. Ich weiß es nicht, wie gesagt, wir können es auch auf diese Gangart schieben, die wir dann an den Tag gelegt haben, aber da waren andere Spieler, aber mal drei Level höher, wie es in Kimmich defensiv war, ja. Also defensiv war das wieder eine Katastrophe, wenn es wirklich drauf ankam heute, ja. Ob Rückwärtsbewegung oder wenn es dann um die defensive Position ging, das war nicht gut, ja. Und auch dann, ähnlich wie bei Pavlo, war es dann viel quer und nach hinten, aber wie gesagt, das war dann einfach unserer Spielweise geschuldet, das ist alles gut. Von daher ist es auch eine Note 3, ja, eine gute erste halbe Stunde gespielt, aber wie gesagt, wenn man diese Posi spielt in der Zentrale, dann kannst du dich nicht von einem HSV, der eigentlich nicht zugegen war, da 3, 4 Mal von irgendwelchen Spielern da so abkochen lassen in der Mitte. Ja, das ist meine Meinung. Gut, damit kommen wir eine Reihe nach vorne. Fangen wir mit der Mitte an, mit dem Serge. Ja, für den Serge geht dasselbe wie für den Kimmich. Gute halbe Stunde, danach nichts mehr gesehen. So, zweite Halbzeit war, ich weiß nicht, zweite Halbzeit kam er ja auch gar nicht mehr wieder, ne? Lass mich kurz gucken. Genau. Ja, ich denke auch Belastungssteuerung, wie gesagt, hat eine gute erste halbe Stunde gehabt. Die letzte Viertelstunde haben wir dann alle schon den Gang rausgenommen. Die erste halbe Stunde war wirklich gut. Ja, hat er gut gemacht, angenommen, zack, Körpertäuschung und draufgezimmert. So, das will ich sehen vom Serge. Ja, ich hoffe, er behält diese Spielfreude, behält diese Form. Ist halt wieder ein bisschen wild, dass sein letztes Vertragsjahr ist. Genau da war seine letzte starke Saison auch. Ich gönne es ihm, ja, wegen mir, let's go, Serge, komm. Wie gesagt, er hat gute 1, 2 Saisons bei uns gehabt, ja, und dann war gar nichts mehr. Von daher, ich hoffe, er hat diese Saison. Und dann sieht man mal weiter. Ja. Aber das war heute ein starkes Spiel. Von meiner Seite Note 2. Bedingt dadurch, dass wir nur eine Halbzeit bewerten können, Note 2. Gut, weiter geht's zu Luis Diaz. Ja, Luis war heute der unauffälligste in unserer starken Drangphase, nenne ich es mal. Hat trotzdem seine 1, 2 Szenen gehabt, hat geackert, gerackert über die linke Seite. Das ganze Spiel über. Ja, hat dann noch eine gute Chance gehabt, da können wir wieder drüber reden. Oh ja, den muss er machen. Hat natürlich da ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball abgefälscht war, sonst war der Ball super ungefährlich, wäre der Richtung Tor gegangen. Ja, aufgrund des Tores eine 2,5. Also eine 3 wäre jetzt auch zu kritisch. Er hat immerhin eine Bude gemacht. Ja. Aber heute war es nicht so, weiß ich nicht, mehr so der letzte Touch der letzten Spiele gefehlt, ja, wo er dann so den Ball angenommen hat und dann hast du gleich gesehen, gallig rein in die Mitte gezogen und so weiter. Ja. Aber es war okay. Ich denke, er war einfach auch ein bisschen müde. Gut, damit kommen wir natürlich zur anderen Seite, zu dem Mann, ohne den bei uns nichts geht. Das ist Maike. Ob jetzt der direkte Torvorbereiter oder der Mann, der dann den vorletzten Ball spielt. Ja, Michael ist Michael. Ohne Michael geht bei uns nichts in der Offensive. Das hat man heute wieder gesehen. Er ist
der Mann, der die Dinge einleitet, und das in einer Art und Weise, ja, heute keine Bude gemacht, ja, das, keine Ahnung, ist für mich keine Kritik, ist einfach nur eine Feststellung. Ansonsten hat er unser Spiel geleitet, belebt über die rechte Seite. Er hatte die Bälle da alle eingeleitet, ob es das erste Tor war, das zweite Tor war, mit einem Hackentrick nochmal und so weiter, ja. Michael ist einfach eine Granate. Und von meiner Seite Note 2 heute. Ähm, ja, ich denke, man hat dann zweite Halbzeit auch gesehen, der ist ja ein bisschen müde geworden. Das ist aber auch völlig fein. Ja, wie gesagt, wir waren im Schongang. Alles gut. Note 2 von meiner Seite. Dann kommen wir natürlich zu unserem absoluten Weltstar, Harry Kane. Hab ich auch wieder was gelesen gehabt, da während der Länderspielpause, dass eine Kritik steht in England und was weiß ich was. Kann ich nur sagen, ey, Leute, ihr habt alle keine Ahnung vom Fußball. Also, ohne Scheiß, wenn Harry Kane kritisiert, hat für mich keine Ahnung von Fußball. Harry Kane heute Note 1, ohne Wenn und Aber. Wir haben heute wieder alle Facetten von Harry Kane gesehen. Wir haben ihn als eiskalten Elfmeterschützen gesehen. Wir haben ihn vorne im Strafraum gesehen. Wir haben ihn um den Strafraum gesehen. Wir haben ihn für die Mannschaft arbeitend sogar am eigenen 16er gesehen. Ja, nimmt nur das zweite Tor, also das 15:0. Ja, das hat Harry Kane. Das ist ein Harry Kane-Tor. Ja, der Ball ist nochmal über eine andere Station gegangen, aber es war ein Harry Kane-Tor, Alter. Er hat sich den Ball am eigenen 16er geholt, hat den ganzen Weg gemacht nach vorne und hat ihn vorne reingeschoben. Ja, gut, der war vielleicht auch nicht unhaltbar, da kann man gerne über den Torwart nochmal diskutieren, aber das ist mir scheißegal, das ist nicht mein Torwart, das ist der Hamburger Torwart. Das war eine überragende Darbietung, was ein Harry Kane alles kann. Ja. Und ansonsten hat er sich auffallen lassen, hat versucht, das Spiel zu ordnen, zu machen, zu tun. Das, was ein Harry Kane eigentlich immer macht, ja, was der eine oder andere vielleicht gar nicht so wahrnimmt, die vielleicht auch einen Harry Kane kritisieren, ja, dann achtet mal explizit auf einen Harry Kane in einem Spiel. Guckt euch mal an, was der 90 Minuten lang alles macht. Ja, heute 2 Tore gemacht. Über was reden wir? Note 1 für mich, für Harry. Gut, kommen wir noch zu den Einwechslungen. Da haben wir einmal, fangen wir mal oben an, Nicholas Jackson. Ja, ich denke, wir haben 1, 2 Ansätze gesehen von ihm heute. Man hat gesehen, dass da noch keine Abstimmung ist. Ich fand es witzig, dass er genau diese 45 Minuten Einsatz dann auch gleich mal gekriegt hat von Vincent Kompany. Ja, das war, glaube ich, immer so ein kleiner Seitenhieb an Uli Hoeneß. Völlig zu Recht. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Heute konnte er noch nicht viel zeigen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch der Tatsache geschuldet, wie gesagt, dass wir schon dann auch wirklich im Schongang waren. Keine Ahnung, schwer zu benoten. Ich würde ihm eine 3,5 geben. Da muss natürlich ein bisschen mehr kommen, logisch, gar keine Frage, ja, aber er hat sich reingeworfen, ist angerannt vorne, hat sich nicht hängen lassen oder sonst was, war nicht irgendwie zu eigensinnig, war auf der linken Seite, war auch mal auf der rechten Seite, war mal auf der 10, ansonsten vor Harry Kane, waren aber auch mal beide auf einer Höhe. Also das sah schon sehr, sehr gut aus und ich denke, er wird uns eine taktische Variabilität vorne nochmal geben in Zukunft. Ich bin sehr gespannt auf ihn, ich freue mich. Wie gesagt, geben wir dem Jungen mal ein paar Wochen, bei uns anzukommen. Und dann können wir ihn auch mal fairer bewerten. Heute von meiner Seite eine 3,5. Gut, dann haben wir die Kurzgeschichte mit Rafa Guerrero. Das wäre vielleicht der einzige. Ich muss ihn erstmal finden hier. Nee, das ist Goretzka. Die einzige Personalie, die man vielleicht kritisieren kann, dass der wieder als erstes eingewechselt wurde. Auf der anderen Seite, wen hättest du sonst gehabt als linken Verteidiger? Ja, so, das war das Thema. So, deswegen Rafa Guerrero, damit Upa raus kann und es dann in die Mitte geht. Von daher gab es da keine andere Wahl. Ich weiß nicht, wie lange war er auf dem Feld. Benoten tun wir ihn natürlich nicht. Ja, das ging ja nicht wirklich lange. Und von daher 46., 63. raus. Ja, gute Besserung an ihn. Sportlich ist er einfach kein Faktor bei uns. Und eine Benotung für die paar Minuten schenken wir uns auch. Das, was ich gesehen habe,
ist es auch besser, wenn wir ihn heute nicht benoten. Na, das war nämlich nichts. Gut, dann kam natürlich für ihn Tom Bischoff rein, der auf ungewohnter Linksverteidigerposition spielen musste. Meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ein, zwei sehr, sehr gute Aktionen da hinten gehabt. Auch man hat gesehen, ja, was man auch bei Michael so ein bisschen sieht, diese Ballbehandlung, diese Freude, das sehe ich bei Tom Bischoff auch. Ja, ich würde den gerne mal in der Mitte, ja, eigentlich muss man mal sagen, hoffentlich hält ein Tom Bischoff lange genug durch, dass wir vielleicht in Zukunft ein Bischoff-Pavlovic-Pärchen sehen werden. Ne? Muss er nur die 3,5 Jahre durchhalten, die Kimmich da ist und hoffen, dass er die Spielzeit bekommt, um sich da zu entwickeln. Ja, die Ansätze waren sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen, auch auf der Position. Für den kurzen Einsatz von mir Note 3. Gut, dann haben wir den letzten, den wir noch bewerten können, das ist Lennart Kahl. Lennart Kahl hat mich auch wieder überzeugt heute. Ich denke auch er geht in die Kategorie rein, kann man 1:1 fast übernehmen, was ich zu Tom Bischoff gesagt habe. Hat sich gleich reingeworfen, auch defensiv gleich 2 Zweikämpfe gewonnen, beziehungsweise den Ball abgelaufen, den Gegner vorne viel versucht. Das Zusammenspiel selbst mit Boe, wo der dann reinkam, war völlig fein. Hat er dann auch den Schussversuch da gehabt. Man sieht, dass er unbedingt will, dass er heiß ist. Ja, das merkt man in jeder Aktion, wo er auf dem Feld ist. Gefällt mir richtig gut. Und ja, der Junge muss seine Spielzeit kriegen und dann wird er die Steps machen. Und ich freue mich auf die Zukunft mit ihm. Ja. Ich hoffe, er wird die Spielzeit kriegen und kann die Steps machen bei uns. Ich hoffe es. Note 3. Ja, das war völlig okay. Als letzten haben wir Sacher. Sacher hat mir sehr gut gefallen heute. Ja, die Viertelstunde, die auf dem Feld war. Für mich völlig fein, nichts anbrennen lassen. Wie gesagt, vorne 1, 2 Mal sehr, sehr, sehr gut nachgesetztes Zusammenspiel auf der Seite mit Karl und auch mit Michael war völlig okay. Ja. Ich habe nichts Schlechtes gesehen an Boe und ja, ich habe auch nichts Schlechtes groß gesehen an diesem ganzen Spiel. Ja. Das muss man nochmal so klar sagen. Von daher, ja, ich habe nur Lob und Anerkennung für diese Leistung. Ja, am Ende war es nur der HSV. Ja, der HSV hat gerade in der ersten Halbzeit gezeigt, dass er eine schwere Bundesliga-Saison haben wird. Zweite Halbzeit war es viel, viel besser vom HSV, auch körperlich, wie sie dagegen gehalten haben und sowas. Allerdings, fairerweise muss man sagen, dass wir sie dann auch haben gewähren lassen. Wir haben ihnen auch mal ein bisschen den Ball gegeben. Und das ist völlig richtig. Völlig richtig und wichtig. Wir müssen nicht da über 90 Minuten Vollgas und den HSV da 10 aus dem Stadion schießen. Das hätte mit Sicherheit passieren können heute, wenn man es durchgezogen hätte. Aber du musst, ja, nochmal, wir haben jetzt 6 Spiele in 3 Wochen. So, über was reden wir? Ja, und wir kommen aus einer Länderspielpause, wo fast alle Spieler immer jedes Spiel bei ihren Nationalmannschaften spielen. Von daher alles richtig gemacht. Lob und Anerkennung an Trainer, an Mannschaft von meiner Seite. Beide Daumen hoch und damit, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wer Bock hat, Montag 18 Uhr live auf Twitch. Da quatschen wir noch mal ein bisschen. Ich denke mal, über das HSV-Spiel braucht man nicht so viel quatschen. Ich denke, wir werden ein bisschen mehr in die Uli Hoeneß-Geschichte reingehen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.